Vorher wieder eine Danke für Edward, danke an Jesus, dass du am Mama frische Videos und frische Revelationen von die, wo alles von dir kommt vorher. Und ich danke dir, wo du hast ein Wort gesagt, zum Reden von Menschen, wo du Hauptbrücken, wo du nötig hast. Und ich bitte von dir, wo du da anders reden und auch, wo wir kennen, wo korrekt was geredet worden, wo wir brücken und dann wird ihr nicht bis hier dann, sondern wir wollen auch ihr Leben vorher. Ich spreche den Herrn Jesus über Edward, dass er macht gefallen sein, dass er wird sich reden dorthin. In Namen Jesus. Amen. So, good Marius. Sehr schön, dass ich hier sein kann, dass ich konnte Ihnen reden von dir. Und Dankeschön, Peter, für dein Gebet. Gestern hat er über die Jugend gepredigt, Linda, freut mich sehr. Und von der hat der Herr mir ein Thema abgelegt. Das kommt mal von Feierweg, wie wir eine ganze Weg bei Kotoka. Das sperrt sich so heidi nicht wie die Jung befreit. Wir kommen jeder Nacht nach Hause, aber jeder Tag, wo wir bloß wir werden nach Kotoka, und der met dat baby top, ja, met dat baby, dat lijkt me niet thuis, maar met dat baby voeren we naar Kotoka. En de Sheila in de rechten van de jongenschapsschool. Kijk mal, je hangen op even, die werden zijn, dat afstand, je kan afstand. Die werden hier van jou zijn. We zijn 17 in ganzen, maar deze zijn van jou hier. De staf kan ook afstand. Dus. Zo, een applaus voor hen. Die leren zeer veel, dankzij. Die leren zeer veel goud. Die haben jeder Weg eine andere Weg, wo sie was anderes lernen. Ein freier Weg, das ist nicht der letzte Weg, ein Weg, dann ging das um Gemeinschaft. Gemeinschaft zwischen Personen. So ist Novia, wenn es sind junge Menschen, dort früher sie das meiste von, dort wollen sie das meiste von weiter. Aber auch andere Gemeinschaften sind auch sehr wichtig, so zwischen älteren Kindern, zwischen wo das wird in der Arbeiter und zwischen uns Geschwister am Herrn, wo das durchschaffen hat. So wir haben einen ganzen Weg, wo wir von allen Händen Gemeinschaften haben, wo wir diese Gemeinschaften bechecken haben, wo Gott durch den schaffen hat und wo wichtig das ist, dass wir einer den anderen brücken. So von dann fange ich an wieder nachzudenken. Ich will von dir soll wir reden über Families. Gott, der deed zijn werk, der deed zijn Arbeit, wat hier bei ihr durch Families. Sehr viel, die meeste von den Dingen, was er deed, das kam durch Families. Und wir wollen dort einfach bechecken, wo das in der Bibel wir und wo das auch für uns von der ersten da ist. Vielmal glaube ich, die Kirche ist sehr wichtig, Ariane, das ist sehr wichtig, in Jo, die sind alle sehr wichtig. Das ist nicht, was ich meine, aber ein von den wichtigsten Dingen für unseren Vater Gott sind die Familien, die hier bei ihr sind. Wenn wir sehen dort von Anfang an, das ist immer der Plan, wo er arbeitet hat. Wir müssen checken, wenn wir checken ganz am Anfang von der Bibel, in der ersten Seite, wer sind da, wo eine Familie ist da? Adam und Eva, nicht so? So, er mögt das erste eine Familie, er mögt die Tiere und all das ewig, wie alles scheinen gut, aber als er Adam und Eva gemerkt hat, dann wird es nicht gut. Dann wird es sehr gut. Wenn es Gott sagt, dort wird sehr gut, was er gemerkt hat. Wenn es die Menschen wieder bieten, gewöhnlich. All das ewig, das wir Port von der Schöpfung ist wichtig, aber das bieten, gewöhnlich, das Besondere von der Schöpfung, das wird die auch. Das wird die Menschen. Und Gott fängt mit einer Familie an. Er hat zwei Sehens, Kain und Abel. Und was passiert? Kain merkt Abel tot. Und nu weer een wunderbarer Plan. Wie er voets een beetje twee gemerkt, wat Gott gemerkt hat. Aber das hielt nicht nur ab. Der hat wieder einen sehen. Das hat Seth, hat den nächsten sehen. Und dann sagt die Bibel, und sie haben noch Sehens in dachter. So wie viel hängen diese ersten drei kommen zwischen Abel und Kain und Seth. Und wie viel du hängen kommen, weiß wir nicht. Aber dort wir wahrscheinlich eine Familie Rick und Kinder, wenn die leben ja alle bei 800 Jahren oder so. Und wenn die nach, du bitte sagst, 700 Jahre Kinder gehabt haben, dann war das, glaube ich, sehr Rick und Kinder gewesen bei den Familien. Wie viel die gehabt haben, weiß ich nicht, aber ich stelle mir vor, das sind kinderreiche Familien gewesen. Und so Gott hat einen Plan mit dieser Familie, mit Adam und Eva. Und das sind aber Sachen, die in diesem Plan
sich verschiedene de jene twee. Zoals wie seine einsehen, merkt den anderen sehen dood. Sie sind hier, sie sind nicht mehr, sie wohnen nicht, sind nicht mehr am Gorde Eide. Das sind Sachen, die gehen nicht weg. Aber das Gute ist, Gott seine Hoffnung, die hielt doch nicht ab. Wenn es dort ist in 8. und 9. Kapitel, wo Gott die Radung frisch durch eine Familie bringen wird. Und das mal ist es Noah. Als ihr so viel Sinn und so viel Zweiheit und so alles durcheinander wir und dort so viel Not und der Sinn bloß überhand nehmen wird, dann sage ich Gott, ich sehe meid. Ich will ihn nicht lassen. Aber er sagt, ich will eine Familie im Leben holen. Gott hat ja können sagen, ich will bloß Noah und seine Frau. Aber nein, Gott wird wichtig genug, dass er Noah, seine Frau und die Kinder Leben holen wird und dass er im Schöpfer mitfahren wurde. Wenn es Gott schafft durch Familien, und wie wurde das seine? Das ist nicht bloß ein, aber das zweimal in der Bibel, das ist ein Pattern, was wir dort abplottet, ein Model, was sich wiederholen wird. Einmal, wenn du Zweiheit kommt, dann gibt Gott eine neue Familie, durch die er was sehen bringt. So, vielleicht denkst du vielleicht, diese ganze Botschaft ist nicht für mich, wenn es meine Familie ist zwei. Dann schaut nicht nie auf, wenn es wie haben dort von Anfang an gesehen. Adam eine Familie wie zwei, in Lothar, du kam einmal zwei het mank, du kam einmal verreten het, du kam einmal Sinn, du sind einmal, dat so weit, dass sogar in Jesus seine Familie, wo wir Lothar sein, dort ein Hührmank wird. So Gott, der braucht alles. Der braucht zwei Familien, kriegst du sagen, als er die vorige Familie braucht. So, und dann, wo zwei die Familie nu ist, harch wieder, wenn es Gott hat wird von dir auch für die. Amen? So, dann lesen wir noch mal bloß ein paar Kapitel wieder. Im 12. Kapitel, du sagst dort, du brauchst Gott wahre eine Familie und dort ist Abraham seine Familie. Als Gott sagt von Anfang an, dass du zwei hat wir, dass die Sinn manche kommen wir, und Gott weiß von Anfang an, dass er einen neuen Plan für die Menschheit merkt. Und all im 12. Kapitel. So wie gesagt, nochmal von der dicken Bibel, von dem dicken Wort Gottes, nochmal im 12. Kapitel, dann sage ich Gott so, das ist der Plan, das wir da tun wollen. Und wer ist der Plan? War eine Familie. Gott geht nur Abraham und sagt zu Abraham, ich will die in deine Familie sehen. Wir müssen kicken, was das sagt in 1. Mose 12, Vers 3. 1. Mose 12, Vers 3 sagt so, ich will die sehen, die sehen, und ich will ein Fluch ab die bringen, deinen Fluch ab die bringen. Und durch die waren alle Felder ab ihr gesehen worden. So wird das Gott, du wirst viel Not, viel Sinn, viel Fluch gekommen, und Gott sagt, ich will die ganze Welt durch diesen einen sehen. Durch Abraham will ich die ganze Welt sehen. Und durch seine Nachkommenschaft. Wie weiter dort das sehen, der wird nicht bloß durch Abraham kommen, seine Frau Sarai, der wird ab belote Jahre, wann es all schein anmählich zu sein, schwanger worden, und sie wird ein Sehen zur Welt bringen, und durch diesen Sehen wird es wieder gehen und so wieder und so weiter. Und ganz stolz zu Lothar, dann sei wie dann kommt Moses ab. Wir haben nu Wasser uitgeloten, aber es geht wieder von Abraham, dann die Nachkommenschaft stellt sich Lothar, dann steht Moses ab. Wir werden nu nicht alle Geschichten vertalen können, wenn Sie sagen, Teil Kapitel zwischen 50 in 1. Mose, aber dann steht Moses ab. Und Moses, das war, er sitzt einen Tag, dann kommt er, und er war all in Ägypten ab, und er war in Ägypten ab, wenn es die Nachkommenschaft von Abraham, das Jakob und so wieder, die werden nach Ägypten getragen, wenn es zu eten wird. Und nu war Moses in Ägypten ab, und in Ägypten, wir in Sklaverie, und sie waren sehr getötet, sie waren sehr wehgedonen von den Ägyptern. Und dann steht Moses ab und sagt, ich werde das falsch raden, ich werde das falsch durchrieten, und Gott erlaubt mich das. So dann geht er mit seiner einen Kraft erstmal und killt einen Tod. Dann sagt Gott, das ist nicht der Weg, wo wir raden, ich will einen anderen Weg nehmen. So dann macht Moses erstmal für Jahre lang in der Wüste nehmen,
Du fängst das in der Früh und du hast ein Treffen mit Gott. Und du ein Tag sitzt in brennenden Bosch, dort ist ein Baum, das ist ein leer Baum, und sitzt in der Wüste, der brennt. Und dort ist gleich bitte gewöhnlich, dass du noch mal einen Baum brennen hat, aber was du bitte gewöhnlich wird, dass der im Brennen bleibt und dort er nicht abgeht zu brennen. So wie weiter dort, wenn ein Baum brennt, der kann bloß so lang brennen, dann ist der aus. Und dit Mal sitzt dus ein Baum, der brennt, das ist gewöhnlich. Aber an diesem Baum ist was bitte gewöhnlich, der bleibt brennen. So hij gaat checken. En dan zegt Gott hem, hou stil. Ik wil met je reden. Het land voor je best, dat is heilig. Trek die een show uit. En ik wil met je reden. En dan zegt dat in 2 Mose 3 vers 6 zo. En hij zegt wieder, ik zie dien voor als in God. Ik zie dien voor als in God. So Abraham zien voor als in, Moses zien voor als in God. Abraham zien God. Isaac zien God. En God en Jacob zien God. Daarmee bedacht Moses zich tot je zegt, hij had angst God aan te kijken. So hier zegt God te Moses, ik zie Abraham zien God, ik zie en Jacob en ik zie Isaac God. Dit waren de regenval niet zo. Abraham had een zoon dat wie Jacob en dan de nächste zoon dat wie Isaac. Van Jacob dat wie Isaac. So dat wir die Stambaum. Dus ik weet niet, is hier ook zo een hand, een familie is de hand, irgendwo een buurk zum Beispiel. Wir haben een buurk, wo meine Urgroßeltern, wir haben verschiedene Bäcker, aber ein von den Bäcker, wir sind Urgroßeltern und dann all wie Kinder, Großkinder und so weiter und so weiter. Und nu haben sie ein nieuw buurk gemerkt, das sind meine Großeltern und dann alles, was von meinen Großeltern kommen hat. Und das ist hetzelfde, nicht so? Abraham. En wat van Abraham nu komen dat, zijn Jacob en Isaac. Dat zijn Abraham zijn zoon is Jacob en Isaac is de zoon van Jacob. Zo, nu hebben we deze nakomschaft, een naar het nächste. En wenn wat is het wichtig dat God te Moses zegt, ik zie der God en der God. Wenn wat is het überhaupt wichtig? Wenn wat moest je dat zeggen dat de Jan God weer? Dan kun je toch bloß Moses zijn God zijn. Nee, dat is sehr wichtig, dat hij hier krijgt. Wenn du met zegt, Gott ganz klar, dat hij een God is van families, van generationen. Hij is een God, wat niet bloos damals te Abraham God weer. Hij is niet een God, wat bloos eenmaal te Jacob God weer, maar bloos te Isaac, wanneer dat fehlt. Hij is dezelfde, van generation, van nu generation. So wat wil die in midden zijn? Du schreibst nu eine Geschichte hier. Du willst dir einen Partner. Du willst sie befreien. Du hast Kinder. Und Gott ist ein Gott. Aber das bedeutet nicht, dass du derselbe Gott deine ältere Gott wird. Aus sie haben anerkannt hat nicht, aber er wird Gott. Und weißt du was? Für die nächste Generation, die nächste und die nächste, wird immer noch derselbe Gott sein, wenn du erst bloß einer. In Matthäus 22, Vers 32 habe ich dasselbe. Du sagst Jesus, dasselbe zu den Sadduzäer. Was passiert? Du bist eine Streiterie, die streiten sich da. Sie sagen, hey, kann Gott die Todes abweichen? Und jemand verstehen, dass die Sadduzäer glaubten nicht an die Todesabstehung. Wir haben vielleicht viele Mal von Pharisäern gehört, nicht so? Aber wir haben in der Bibel die Pharisäer und die Sadduzäer. Dort wären es zwei Sorten Lehrer. Dus we hier in de kerk hebben zangers en elders en we hebben hier de zenderschoolleerders. Dat waren zo de leidenden van de kerk, maar dat waren twee groepen. Maar de trouble weer, dat deze twee groepen, die waren zich zeer oneinig. Die verzochten top in een kerk te schaffen, maar die waren zich zeer, zeer oneinig. En dat schafft niet, zij gaan twee oneindige groepen in een en dezelfde kerk. En dat weer aber zo, wenn de Sadduzäer, die geloofden niet aan de dodesauferstehung, en de Pharisäer geloofden aber daran, dat Todesauferstehung kunnen. En Lothar weet wie dat Jezus opstonden wordt. So nu komen de Sadduzäer, nu Jezus een vrouw aan. Hey Jezus, stonden de Todes ab? En ze geloofden zelfs gleich daran. En dan komt Jezus aan met deze vers, neemt een vers, start vom Oude Testament. En zegt ze dit.
als deze vrouw, als de abschone, ik zie Abraham zijn God, Isaac zijn God en Jacob zijn God. Hij is niet de dode, maar de levende God, zegt Jezus dan. Wat zegt hij met dat? Hij weer dus een God wat van generatie te generatie is. En dat zijn alles levende mensen. Daarmee zegt Jezus dat Abraham, als hij gestorven is hij levendig. Hij leeft nog eenmaal. Jacob, als hij al duizenden jaar terug gestorven is, hij leeft nog eenmaal. En krijgt ze Isaac en krijgt ze Mozes en al de vervoerders wat we hebben. Die leven nog eenmaal, die zijn nog eenmaal. Hij is de levende God. En daarmee zegt Jezus te eind, jo, de doden worden opgestaan, wens die leven nog eenmaal. Wanneer die ook gestorven zijn, te leven. Wat betekent het voor die en mij? Hij is een God voor de levende en voor dat eeuwige. Hij is niet voor de doden een God. Hij is een eeuwige God wat generationen ophouden. En wat is het zo wichtig? Veelmaal zijn we, ze zeggen bloos nu en hier. Ik zei bloos den trouble wat ik deze week heb. Maar vielleicht nog geraten. Ik zei bloos dat me nu krijgt, zij hongert. En we gaan einfach zeggen wat we krijgen, plus maar im nu zijn. Ik mag nu zo gruwelijk zijn om banjo en we ranen. Ik meen niet dat dat wat aardig is. Niet zo, we gaan alles, we checken zeer im nu. Maar eenmaal moeten we afpakken en moeten checken dat God is een God, der is voor nu hier. Maar vielleicht kan ik den God, wat voor nu hier is, niet verstaan. Vielleicht ist du eine tijd daar, wo du nu sagst, Herr Gott, en wat is dit? Aber wenn du terugbacken ist, en checken ist, wo hij true ist, von Generation zu Generation, Familie zu Familie, dann auf einmal wird die deutlich worden, hij is een God von der Generationen, hij is een God für die Levenden, en hij is een God, wat nog wat lang im Schaffen blijven, en wat al jij hier al einmal geschafft hat. Dat is den God, wat wir dienen. So, nu habe ich in 2. Mose 10, Vers 8 und 9, diesen Vers, wo sie uit Ägypten rausfahren. So, wir haben ein bisschen Geschichte von dir. Ich hoffe, ihr kommt mit meiner Geschichte alle. So, das ist der Moment, wo sie uit Ägypten rausgehen. Und weißt ihr, was wichtig ist für diesen Moment, als sie uit Ägypten rausgehen? War, dass die ganze Familie mitkommen. Wir weten dat als ze willen uit Egypte uitkomen, als Mozes door hand komt, dan weten we dat de farao de wil niet laten. Wenn ihr sagt, dat je kan gaan, en dan zijn meer spitsen weten, dan zegt dat je kan niet. Dan gaat Mozes naar farao en zegt, ze willen je in een gevangenschap, ze willen Sklaven. Dan gaat Mozes naar farao en zegt hem, weet Pharao, wenn du uns nicht gehen lässt, dann wird eine Plague über die kommen. Und dann jaft das ein Streit die Hand rein und sagt Pharao, ja, du kannst gehen, aber bloß die Männer können gehen. Dann sagt Moses, wenn wir nicht alle gehen können, dann geht keiner. Und dann kommt die erste Plague. Und dann sind sie abgerechnet, dann ruft der Pharao ihn an und sagt er, hey, je kann gehen, aber je kann bloß so gehen. Und dann sage ich Moses, no, wir wollen nicht gehen, solange wir alle gehen können. Und wenn wir das mal lesen, was die Bibel dort sagt. 2. Mose 10, Vers 8 und 9. Ich mag das konzentrieren ein bisschen, wenn es dort sind 2 Kinder, die spielen, und du sind Lehrer, die haben sich sehr gemerkt, die haben in der Rechte, ich weiß nicht, vielleicht Platz und Visage, aber irgendwer von den Älteren, vielleicht geht die Kinder, merken, dass sie nur in der Schule gehen, wenn sie in der Schule als für andere gemerkt werden. Ich glaube, du jetzt all irgendwer haben, so das soll alles gut. Sie. Du sagst das so. 2. Mose 10, Vers 8 und 9. Als Moses dat, dan leidt de tjenig waren Moses en Aaron ver zich komen, dit is het laatste mal, naar de 10e plek. En zeiden aan, God en beet hem Herrn junen God aan. Aber wer jet met alle met, van jong tot oud, wie zei Moses. We gaan met onze jongens en meerles, met onze schop en ons vee. Zo hebben we dat, wanneer we dem Herrn een vast merken. We gaan van jong tot oud.
So ook hier in de kerk is het wichtig dat we van jong tot oud alle dem Herrn dienen. Ik zei, waar we zoveel kinderen in Jeroen is hier weer een grote strijd kinderen. Ik weet niet hoeveel kinderen hier weer en dan weer die laatste kinderen niet meer hier. Vielleicht sind hier von der 60 oder 70 Kinder. Wunderbar. Ich sage hier bei der Anbetung eine lange Strieb Jugend, was hier sagt, was anbeten dürfen. Wunderbar. Ich sage Gräbchab, was anbeten. Die haben sich denn nicht Gräb gefahren, die sind von Salz gekommen. Wunderbar, die beten Gott an. Und all die Generationen, die beten taub Gott an. Und das ist wichtig, dass wir taub Gott anbeten. Das ist wichtig, dass diese Generationen taub kommen und dass wir taub als Generationen sein. Wir sind Familien und diese Familien wollen das Evangelium von einer Familie nur die nächste bringen. Wenn wir dann wieder gehen, in vielen Geschichten im Alten Testament, überhaupt so in dem Alten Testament, durch Familien geschaffen worden, dann kommen wir bei der Familie von Jesus. Und dann kommen wir bei der Geschichte, wo Jesus nur diese Erde kommt. Weet je dat Jezus zijn familiebaum, die jet niet plus bij David tree, die jet ganz bij de aanvang, die jet ganz bij Abraham tree. Dat jet, wanneer we kennen in de Bijbel ganz nooit checken, wo Jezus, wo Abraham ik weet niet hoeveel generationen ver, ik weet dat, het zijn eigenlijk 12 generationen, wo Abraham ver Jezus is. En zo so schafft Gott. Gott hat in der ganzen Bibel, wenn wir die Bibel so bechecken, dann hat er ein ganzes Buch gemerkt, ein Familienbuch. Und vielmal lesen wir die Bibel und wir können vielleicht nicht verstehen, wenn was sind so viele böse Geschichten bei. Jana hat den Tod gemerkt, und Jana hat Sex gehabt, wo er nicht soll. Und Jans passiert, und Jana ist dort fremdgegangen, und Jana hat sich besucht, und Jana hat dort getan. Und wir denken, oh, aber das heilige Gott, wo konnte diese böse Geschichte hier alle abschreiben? Wenn es Gott schafft mit den Generationen, er schafft mit den Familien. Und er schreibt die Familien ihre Geschichte ab, und dann aus der Schmack wäre er nicht. Da wenn sie direkt schon anfangen, dass deine Familie, die sind vielleicht nicht schmack. Und du sagst vielleicht Sachen, die schämst du dich mit deiner Familie. Aber das Wunderbare ist, dass deine Familie, wo du dich von der mit schämen ist, brauchst du dich nicht mehr mit schämen. Du kannst abstehen und sagen, Gott, was diese Familie, von wo ich komme, brauche in sein Recht, und die wird durch eine Veränderung merken, und die wird uit dit, was Gott merken. Und die Sachen, wo du von dir denkst, was die äußersten und die schlimmsten Sachen sind wahrscheinlich die Sachen, wo Gott die die Ratsen gebrücken wird und sein Königreich. Dort ist Gott schaffen. Und was passiert? Jesus in Stammbuch, wenn wir checken, er trägt bei Abraham. Dort geht er sein Vater Josef. Josef war nicht sein fleischlicher Vater, aber er nahm das Vater seiner für Jesus an. So dass er durch Josef. Und dann sagen wir zum Beispiel auch, dass du wieder auch früh ist, das Rahab in Jesus seine Linie. Und weet je wer Rahab war? Ken je die Geschichte von Rahab? Rahab war eine Höhe. Rahab war eine Höhe von Jericho. In Rahab Haupt, dass sie Jericho ernehmen können. Ich will nicht die ganze Geschichte vertellen, ich kann die selbst lesen. Und das ist eine interessante Geschichte. In Rahab Haupt. Aber wer wir Rahab? Sie wir eine Höhe. Und Gott braucht diese Höhe. Weet je wat de Bibel über Rahab sagt? Hebräer 11, Vers 31. Durch den Glauben wordt de Höhe Rahab. Stell dir vor, du wirst in der Bibel abgenannt und die Nummer ist Höhe und dann die Nummer. Ich will nicht in der Bibel so wel abgenannt, aber Höher Eduard. Durch den Höher Eduard passiert dit und dit. Bist du so abgenannt worden wel in der Bibel? No, aber der Rahab wird es dort abgenannt. Durch die Höhe Rahab. Nicht mit der ungehorsame Taub umgebracht, weil sie die Spionen freundlich abgenommen hat. So Gott hat eine Geschichte geschrieben durch die Höhe Rahab. Und sei als Port von Jesus, sein Stammbaum, sein Familienbaum. Wer ist der Nachbarn? Wir kennen noch ein Teil andere, aber bloß ein paar Personen zu nennen. Du hast Ruth Berner. Er war Ruth ein ganzes Buch. Wer wie Ruth? Ruth wie eine Ausländerfrau. Uitländer werden verachtet Menschen. Dat wat ze niet aannemen deden.
So, wer ist in Jesus in Baumberne? Eine uitländische Frau. Das bedeutet, dass Jesus in Blut wir nicht 100% Juden Blut. Da wäre in Generationen vorher andere Blutmann gekommen. Und dort wäre für Familien, wenn die wussten, du hast andere Blut, ja, okay, weit. Kann wir sind gefällt nochmal, wenn wir Menschen raufchecken? So weit fällt über so eine Menschen gecheckt. So du wir eine Höhe in Jesus in Stammbaum bauen und du wir Ruth bauen. Aber du wir auch David bauen. Kann ich David? Wie viel Sünde hat, kann ich David nicht getan? Aber trotzdem haben wir einen Urgroßvater von Jesus. So nu haben wir seine. Dat Gott wählt sich Familien, was er brücken will. Er wählt sich Josef und Maria. Maria war eine ganz junge Frau. Wahrscheinlich war sie viel zu jung, um eine Familie anfangen. Aber du wählt Jesus sich Maria und sagt, ich will die schwanger merken. Gott wählt sich den Heiligen Jesus, schämt über er. Und sie fangen eine Familie an. Mit einem Kind vom Heiligen Jesus. Josef und Maria wären nicht eine perfekte Familie, aber Josef und Maria wären eine wunderbare Familie, wenn es dort wieder Familie wo Jesus abwasser hat. Wir sehen dort Lothar, derselbe Jesus, wird in eine unperfekte Familie abwasser hat. Er läuft wieder Families. Jesus nimmt die Kinder auf seine Schulter und sagt, Lothar Kinder noch mich kommen, wenn es echt läuft, Kinder. Jesus, der jetzt viele Mal, wie seine Arbeit war, er könnte tausende Menschen reden. Und es steht dort, er tausende Menschen reden, die bieten, irgendwo auf der wichtigste steht in der Stadt. Jenke in eine Familie Huis nennen, om met een onkas te eten. En weet je, in welke familie is huis nennen? Zoals die familie. Unperfecte familie. En die familie wo dat niet allemaal alles abgedient wird. En die familie wo ook der eine Sinn ist, wat nog een beetje versterken wordt. Maar ook in die familie wo der Sinn so buiten ist, wat alle Monde sagt. Hij heeft in Matthäus zijn huis nennen. Matthäus wird der euch Sender. Hij wird een Zahl gelijk da. Wer je te nennen? Jezus je te nennen. En deze onperfecte familie en zeg, die wil ik brücken. Dat is Jezus schaffen het. Hij neemt die Kinder op zijn schoot. Hij beziegt families. Hij beziegt Lazarus. Dat weer zijn beste vriend. Hij kan wellig door bij Lazarus, en er steht dat hij bij Lazarus wordt onkas eten, wordt hij keine de buiten irgendwo bij de stad vertalen, du würde vielleicht 5000 Menschen sein, für was er reden können, den Unkas geben können, und können sie ja bekannt worden. Und Jesus hat für ein Wunder getan, und hat von den 50 Menschen geheilt. No, er hat Lazarus, eine Art mit Lazarus zu Unkas, wenn er will Gemeinschaft haben mit Familien. So, um ein klein bisschen das nu hier mit abzuhören. Glaub je mir das all, dass Gott ein Gott ist von Generationen und von Familien, dass er Familien läuft, en dat hij families brücken deed en don't, wanneer van jou niet perfect zijn. Gott läuft families. Hij is een God wat de families in leven brengen deed. Ik zie zo vrouw dat we kunnen zijn, allemaal waren zijn, dat er nieuwe potjes entstonden doen, dat we kunnen kasten merken. Ik zie zo vrouw dat we allemaal waren zijn kunnen, dat vroeger zwanger worden, dat die niet angst hebben families aan te vangen en dat die mutig zijn, schöne families te hebben. Ja, die können vielleicht nur befreien, noch mal ein bisschen warten, aber dann der einzige Mal dann haben die wollt warten und dann auf einmal sind sie eine sehr happy accidents. So ist dort dann nahe von der ersten Tag, dann jäft das ein Kind. Meine Frau ist auch ein happy accident, aber einmal die dort nahe ist, ein Frau accident. Hat die so wir nicht geplant. Dass wir nicht geplant, dass alle ein Kind haben. Aber sie haben ein Kind. Wen was? In Gott läuft Families. En de Heidi zal het geven. Zie ik dat op vrouw dat het er heeft. Epheser 4, vers 31 en 33. Er zijn een paar instructies voor deze families kunnen schijn en goud top leven. Waar families kunnen top komen en dat ze kunnen een vrouwelijk familieleven hebben. Du zegt het zo. Dat is waarom een man vader en moeder verlaten wordt om met zijn vrouw top te zijn. En die twee worden een vlees zijn. So, dat is een ganz karte instructie. Wat zeggen we dat op Plottisch? Sorry. Een rood wat we vallen kennen, dat een familie schaffen kan. Jugend, het eerste denk. Weil je bevrijen, ziet eruit dat je ohne je mama en papa kennen. Wenn es gut op arbeid, ziet je een arbeid, verdient je, ziet hoe je wonen worden kennen.
Wenn je wel bloß een dag wonen, no good. No bueno, nada bueno, dat wordt niet zijn gaan. God merkt, zegt je een apart woord en vangt je een ene familie aan. Dat is een principe wat er van aanvang aan in de Bijbel is. En dat wordt nog wieder zo blijven. Dat is krijg wat we met deze Sheila, met deze fijne smaken Sheila, en waar we veel over geredet hebben. Dat zij ruid zijn, mama en papa te verlaten. Ik weet dat ze eenmaal schwoor en ik weet eenmaal, je hebt dat beschuldigingen, waar mama en papa zeiden, komen, hey, du maakt mij naar je hartje. Als mijn ouderen, als die eerst, die hadden 7 kinderen, geloof ik dan al, of 8, dan gingen die naar een nieuwe kerk. Nee, dat waren al 9 kinderen wat die hadden. Dan vangen mijn ouderen naar een nieuwe kerk aan te gaan. Die hadden al alle kinderen. Die waren klein, maar die hadden alle kinderen. Als mijn ouderen 9 kinderen hadden, dan vangen die in de nieuwe kerk aan. En weet je wat dat vriendschap kwam zeggen? Wat wilde grootmama en groospapa zeggen dat je in een nieuwe kerk aangevangen hadden? Weet je hoe grootmama en grootpapa werden? En vervulde het zorg. Toen werden al jaren bijna. En nach allemaal vroeg dat vriendschap, wat waren oma en opa zei, wat waren jullie ouderen zei, dat je een nieuwe kerk ontvangen. Zo dat we niet entscheidungen treffen, wanneer oma en opa al om zorg zijn, daarna gaan we vragen, wat moeten die doen? We moeten voor onszelf entscheiden. God heeft die wijsheid geschonken, God heeft de wijsheid geschonken uit die heim uit te stoppen. En wanneer die ouderen dan zei, du bent nu rebellisch, dat deed me dan leid, maar dan was je vielleicht maar rebellisch zijn. Een spoes. Nicht wenn du was jen die alle gehen. So wie du sie kommst, hol Fried und Leben, ihr und respektieren. Aber, die maat aufschneiden. Ich weiß, als ich 19 Jahre war, dann will ich naar de Bibelschule gehen. En ik had niet een phone. Schäme me ook rastlich, dat ik niet een phone had. En mijn broer had een phone en we werden top op dezelfde Bibelschule. En als ik losvoerde, dan heeft mama heel vertaald dan te mij, dus die was hele deed en mij omarmen deed en mij zei schieren deed en mij weer dat gruwelijk allemaal liggen. Ik was 19 jaar zo jong en mama die strekt mij en omarmt mij en kust mij met na te kussen. Ik als jong stoerde en ik zie al 19 jaar niet zo en dan mensen ik wil nu naar de stad trekken. Een kleine jongetje wil nu naar de stad trekken en ik ben 19 jaar. En dat kleine jongetje dat wordt niet, de stad waar ik te behandeld als dat kleine jongetje. En dan beredt mijn mama zeer ernstig met mij. Jede dag wordt bij een stunde over phone reden. En ik wist niet, wo in de wereld respecteer ik mijn mama en zei dat, maar zij plot iets dat ik wil niet jede dag een stunde. Ik wil met mijn vriend helpen te reden, ik zie groot. En ik zei, ma, dat wordt vielleicht niet tijd, we vielleicht niet, waar we maar de Tareas doen, of nog een boek lezen. Nee, maar je oven waar je bestemd te reden, dan kost het me nog maar phone. Nimmst die Bruder zijn phone en dan phones me jede dag. We horen een beetje een enge, je kan al hier, we horen een beetje een enge gemeenschap. Mijn man en ik. We hadden het nog. En dan stoor ik een paar städten ook en ik een paar als mannen door, wie veilen ons is. Mannen zich dan veilen, wanneer zo'n situatie is. Dan vraag mama, pa op eenmaal, zullen we niet jede dag phonen? No, ik geloof dit is al groot. Vielleicht eenmaal de week wordt goed zijn. So, yes, dad. Ik zie groot. Ik bruk niet jede dag naar mama phone. En ze staat, vangt het dan aan. En ik leef van de eerste dag zal ik een beetje veel naar phone. En sogar we hebben ons gezegd, de nächste jaren, waar we jeder jaar voor 2 of 3 of 4 weken naar mijn ouderen voeren, wens blijven niet allemaal 60 en 70, die zijn bij over 70. We hebben ons gezegd, we willen tijd met hen spenden. Maar, ter dezelfde tijd, ik als man, moet uitstappen en ik moet een familie ontvangen. En dat is een van de eerste dingen. Wanneer du een familie ontvangen, dan zie ik die in arbeid staan. Dan vang aan zo te leven dat je kost, ohne maar een paar leven. Dat je niet van hen afhankelijk bent en van dat money wat ze die geven dan met nu. Dan zegt de 33e vers zo. Maar allemaal, die mannen zullen jullie vroeger groter goed zijn als hunzelf. Tweede recept van een goede eier, van een goede familie. Mannen wat vroeger leven, wat plus alles doen voor de vroeg. Dus dit tekst die wieder naar boven zegt. Mannen wat rijdt zijn voor de vroeg te sterven, wanneer het fehlt. Dat is de tweede recept van een goede eier, van een goede familie. En wat is het nächste? Als hunzelfs. En de vroeg zullen zo zorgen dat ze mannen achten.
du paar Vers wieder. Nu boven zegt dat früher ziet je nu mana uinadon. Hier zegt dat dan erklärt dat wat uinadon zijn is. Uinadon zijn is achter oder respektieren. Hey, früher, gauw er niet het verjunt. Verjunt zegt dat jij moet die bruggen ans leven. Jij zegt de Bibel niet. Ik weet niet dat een gauw niet het verjunt is, maar wat is dan een niet het? Je bruggen ans niet leven. Maar je zal ons achter en eren. En mana en alle früher, wenn je wel in je geheimnis weten, waar je man zich je lijf veilt, dat is wanneer hij de rei de Rome is, wanneer hij de koning van de Rome is, wanneer hij de leef van de june familie is, wanneer hij opstaat en dat zijn braas, dat meint wordt en dat hij is de sterkste. Onze kinderen zeiden, papa is de sterkste van de ganze kerk. Zeiden. En ik geloof dat, ik vrees me dat papa de sterkste van de ganze kerk is. Wenn die kon je een Isaac armstreien, wanneer je een Isaac armstreien kon, Isaac, der leidt me mal gewähnt, der den bloß ein bisschen mit einem Uw plankeren, und dann kann ich den Isaac, in den starken Isaac armstreien. Papa ist der Stärkste. Wie Männer, wenn wir kennen, was hier, so wer sind, dort wanneer wie wer sind. So früh ist ein Schlittel für ihn. Wenn die alle Männer haben, die glücklich sind, betet das denn nicht, so meine Mama dann, ich will jeder auch mit die eine Stunde vorne. Nee. Der muss bloß kennig sein. Wenn die kann Haar sein, wenn die kann regieren, wenn die kann wer sein, dann ist er zufrieden. Dann braucht er nichts mehr als dort. Nu das nächste, für die Kinder. Das ist im nächsten Kapitel. Ein paar Anweisungen für die Kinder. Epheser 5. Sorry, 6. Kinder, jene Christen vielleicht als jene Älteren zu gehorchen, willst du das dort Rechte zu tun. Und dat is werkelijk families waar Kinder gehorchen, zijn families waar dat schijnt te zijn. En ik weet, jeder Kind is dan aber nicht so gehorsam, wenn du krijgt ja's hast, oder wenn dit passiert, oder jan passiert. Dat is normaal. Dat is in onze familie zo, in jullie familie zo. Dat hebben alle even checken. Wie worden jullie kennen wat zich hier te zeggen aanhören. Aber für uns Ältere ist es so wichtig, dass wir taub schaffen. Und wenn wir taub schaffen als Vater und Mutter, dann ist es viel leichter, oder leichter getan, dass Kinder gehorchen werden, wenn Mama und Papa sich einig sind. Und wenn wir Kinder haben, die nicht Ältere gehorchen, dann wird es in der Gesellschaft voraufgehen. Und hat wir seine, wo Gott durch Familie schaffen hat, so dass es wichtig, dass Vater und Mutter sich taub stehen und dass wir das zu bringen können, dass unsere, mit der Kraft von der Weisheit von Buben, dass unsere Kinder uns gehorchen. Ist das ein leichtes Ding? Nein, das ist nicht ein leichtes Ding. Wir haben Feierkinder. Und sie feiern sehr verschiedene Kinder. Und du sind einzelne Momente, wo ich in meine Früh ans Taub kicken, und ein von den Momenten wie Feierwerk. Oder Feierwerk, dann gehört ein von unseren Kindern nicht. Und wir kicken ans Taub und wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir wissen in dem Moment nicht. Aber irgendwo ging ich mit dem Kind in der Stube an, ich nahm das auf den Schoß und ich sagte, Gott, hilf mir Weisheit. Und ich weiß nu nicht, was ich tun soll. So, und es steht, dass ich zu viel rede zu meinem Kind und sehe, wo er sagt, hey, mir horchen muss ich mit Gott in Kontakt sein. Und dort können wir helfen, auf einmal berührt sich das Kind, und auf einmal berührt ich mich, und auf einmal berührt sich die Mama sich, und das Familienleben kann fair weggehen. Vater und Mutter ihre, der zweite Vers, Vater und Mutter ihre, wie das erste Gebot, worauf Gott das Versprechen lädt, dass ihr das Geld geht, und das Geld geht und du lang auf ihr Leben kost. Vater und Mutter ihre ist das erste Versprechen, dass wir lang leben wollen können. Und Vater und Mutter zu ihre ist ein Ding, wenn wir dort practicen hier, dass Kinder, Vater und Mutter ihre, wenn wir dort handkriegen, dass unsere Kinder uns ihren. Und dort will ich sagen, das geht nicht ab, wenn du die befreit ist, für Jugendliche. Vater und Mutter ihre, da wir das Leben lang. Dann sagst du vielleicht, meine Eltern geht nicht zu ihren. Das ist meine Eltern leben, du schaffst nicht zu ihren. Für Jeff Ernst, für was sie getan haben, und so arg es sie sind, ihr an trotzdem. Respekt an, wie es läuft. Und don't bereich, oder wo arg sie sind, wenn du erst ein Versprechen, wenn du Vater und Mutter ihre warst. Und weißt du, was passiert hat?
in eine Kirche, oder in eine Generation, wo Vater und Mutter ihr das, weet je wer automatisch geirrt wird? Gott. In einer Generation, wo du de Vater und Mutter geirrt worden, du hast die Furcht vom Herrn natural, das ist Port von der Familie. So, wenn du was haben, Kinder, wo sie Furcht für den Herrn und ein Leben mit Gott haben, dann für ein Leben, wo sie die aus anderen ehren. Aber wo sie die respektieren, wo sie gehorchen, wenn sie kleine Kinder sind. Aber dann redet auch zu uns Vaters, und besonders zu uns Männer. Und ich glaube, dat is een waarom dat hier besonders bij mannen van je redt worden. En je Vaters. Ik glaube, wie früher zijn ook alle wat er leren, maar dat is een woord voor die en mij als man. Verzorg jullie kinderen niet. Trag dit christelijk op en dood im christlichen Sinn tragwezen. Wie würde das auch übersetzt können in je Vaters? Merkt dat nicht, dat jullie kinderen sich eure Mate überjünt. Weil wir nicht ein Leben führen, aber strenge Vater zijn op zo'n weg, dat onze Kinder levenslang nichts mit uns zu tun haben. Wir können viel dazu tun, dat onze Kinder willen mit uns zu sein. Vielleicht beklein zijn ze dat krijgen so, mein Vater ist der Stärkste oder was immer, aber auch begraut. Vielleicht hast du noch mal einen Moment, wo deine Kinder sich so feilen, sie Pause nicht ganz kriegen. Aber das ist bloß eine Zeit, wo sie sich selbst kennenlernen. Aber lot das, für so ein Familienleben, dass wenn dein Kind startig ist, dass das wel nach ihnen kommt. Ich bin so dankbar, dass ich vorher am paar Weg für 3 Wochen mit meinen Eltern. Ich bin so dankbar, dass ich 3 Wochen bei einem Haus wohnen und mit einem Taub sein. Meine Eltern hatten ein großes Haus, wir waren apart wohnen, der ein 2-stöckiges Haus, wo wir die Mini-Jesbereich oder Familie Jesbereich wohnen. So wir waren apart wohnen, aber im selben Haus für 3 Wochen wohnen. Und wir wollen einfach viel Gemeinschaft haben, Quarter Taub spielen, Gemeinschaft haben, Lachen Taub, Elada Taub eten, einfach Taub sein. Und Gott läuft Families. Und das ist wird, dort wie unsere Familien das dort haben. Psalm 127, Vers 3 und 5 sagt es das. 3 bis 5. Kinder sind ein Segen von Herrn. Kinder sind ein Geschenk von ihm. Kinder sind ein Segen. Als wir schwanger waren mit Timo, mit uns Eltern, dann, als wir geboren waren, dann war das ein selben Tag, in der selben Stube, wo Heidi bleibt, 2 andere Kinder geboren. Und ein von den Kindern, wir nicht ein gewünschtes Kind. Das wir ein höheres Kind. Wir ein höher, wo bloß eine Nacht mit einem Mann geschlafen hat und das hat ein Kind gegeben. Und die Mama hat all 2 andere Kinder thuis im Haus, die auch ganz klein wären, die auch höhere Kinder wären. Und das wir nicht gewünscht. So die Großmama muss kommen und das kleine Kind, das großgeborene Kind abnehmen. Wenn du musst, während die Früh wird operiert und während der Doktor mit der Früh wird, dann musst du irgendwem haben. So die Großmama kommt, zu das kleine Kind, kommt und als das kleine, schmacke Jungchen in den Arm sie gegeben wird, dann sagt sie, die sind das schlecht. Du bist ein gehostet Kind. Ich gleich dich nicht. Du bist ein verachtet Kind. Deine Mama hat es erst mit einem Hörertop gegangen und die hat es gegeben. Nu 7 Stellen, hier mal ab zu hören. So steht eine ganze Stunde ein. Rede mal so eine Wert aus dort für die Großmama, für das Kind. Wenn es die Großmama wie Meid von der Nacht, wenn es die anderen 2 Geschwister jetzt heute hielt, nu wird das 3. Kind von dieser Mama angekommen. Alle 3 Kinder wären höhere Kinder. Und die Großmama zu das Kind nimmt das Kind und veracht und verflucht das Kind mit alles, was sie kann. Fliegt wieder, schmeißt über das Kind. Und wie Heidi wieder mit einem geroten Bock paar Stunden für ihre Cesaria, für das sie wird operiert worden. Und wir haben so gebetet, dass wir eine Familie anfangen können. Und hier ist eine Familie, die so sein Kind hat. Meine Mama kommt den Tag an von Paraguay und wir haben gleich besucht, aber ich ging zu nur den Nurse und ich sehe, meine Mama Motten und die will ans Kind sein. Und meine Mama ging erst ans Kind nehmen, küsst dort am Arm das Kind, aber Fußhänger an ging sie nur das Kind, nur das Kind.
En neem dat op de arms en vang aan te bidden over dat kind. Applaud iets, ja, anderen verstaan dat niet. En vang aan te zeggen, wenn je zijn dat kind, wenn je leeft dat kind, en wenn smaak dat kind dat weer. En kus dat kind ohne eng. Dat weer zo van mijn mama doodmerken, dat alles wat de grootmama hier staat, dat kind gezegd had. De Bibel zegt, kinderen zijn een zegen van Herrn. Weet je wat, dat die kinderen wat een höhere kind zijn, wat van een hurerie gekomen zijn, die zijn ook een zegen. Ook die kinderen wat gekomen zijn van een stad, wo we ons vielleicht met schämen zeggen, dit is niet een kind wat van God gewild is. Ook dat kind is een zegen van Herrn. Wir als Kirche, wir kennen aus einer Weg, aus einer Familie leben, dat Kinder in unserem Markt sich so fühlen, dass sie gesehen sind und dass sie nicht in Stirn sind. Wir als Eltern können unsere Kinder so behandeln und miteinander in uns Leben, dass sie einfach sich fortfühlen. Dann sage ich das wieder, sie sind so Fehler in ein starken Krieg in Hand, ein Fehl, was scheitert hat. So sind sie für einen jungen Vater. Wenn was sind sie Fehler? Du als Vater und als Mutter, du kriegst ein Fehl oder Fehlers in deine Arme hier und du kannst nie, wo du noch Tüß ist. Vielleicht bei 15, 16 Jahren kannst du noch an einer Firma oder vielleicht noch bei 18. Aber dann wieder wirst du nicht mehr so viel kennen. Aber in dieser Zeit kannst du abtragen und kannst zielen. Wo wirst du das Kind haben? Und dann zielst du an und lässt das Kind los. Wenn es die Bibel sagt, Vater und Mutter verloren. So, du hast einen Fehl in deine Arme zu kriegen. Und du kannst den nicht abreichen. Wenn du noch Kinder hast, reich diesen Fehl ab, reich den Wied ab und ziel den in eine gute Stelle. Und dann sagt er, gelegentlich ist die ihren Bauern holen davon voll haben, die waren nicht zu schon worden, wenn die im Put mit ihren Fien verhandeln. Glücklich ist die Person, die diesen Bauern holen voll hat, wenn die voll seine Fehler sind. Weet je wat? Het wordt een tijd zeer mooi families aan bloos met een kind. Er maximaal 2. Maar dat vangt sogar in Länder zoals States, Duitsland en zo, vangt dat waar aan mooi te worden dat de families, en bijzonder christelijke families, dat die meer kinderen hebben. En dat is wat wonderbaar is. Charlie Kirk, voor een paar maanden gestorven, wie einer van die, hij redt zeer grote ver dat familie zullen kinderen hebben. Weet je wat? Mijn ma zegt dat allemaal. Zij zegt, allemaal zullen kinderen hebben. Maar de christen, die zullen veel kinderen hebben. So, wanneer je grabbelen en dachten, zal we nog een kind hebben? Vielleicht als van jou krijg je een woord, hey, nog een kind. Vielleicht ook niet, maar ik zeg niet dat allemaal. Maar vielleicht zijn hier een paar stukken wat krijg je beter niet wisten. En vielleicht, als het voor je krijgt, dat je zei, hey, we hebben nog een kind. We willen nog eenmaal een Fehler in onze arms nemen en dat loslaten en den afschieten. De laatste vers. Psalm 68, vers 6 en 7. Een Vater. Gott ist ein Vater für dich und ein Vater. Vielleicht hast du gefühlt von dir, hey, ich kann nicht Familie, aber wenn ich Familie habe, ich habe eine versteerde, eine tweede Familie, ich schäme mich mit meiner eine Familie, dann will ich dir von dir sagen, dass du hast Gott. Und er sagt im Psalm 68, Vers 6 so, das ist ein Vers, was du dir zu Hause nehmen kannst. Gott sagt, ich sehe einen Vater für dich und einen Vater. Wenn du nicht einen Vater hast, wo du nachchecken kannst, oder wo du die nicht je Leid von fühlst, dann kannst du sagen, du hast einen Vater für dich und einen Vater. Und einer, der nur der weit frühes erreicht hat. So Gott checkt so weit nur der frühes, dass er sogar nur der weit frühes checkt, dass er angeht geht. Es Gott, der in einem heiligen Tempel wohnt. Gott gibt der Einsame eine Familie. Wenn du von dir einsam bist, du sagst, ich sehe alleine und ich habe keinen, Gott sagt, er gibt der Einsame eine Familie. Nimm das Versprechen für die an, dass er der Einsame eine Familie gibt. Er lässt die Fosschen los, aber die wahre Spanien bleiben in ein dreht Land. So Gott gibt dir eine Familie, die nicht eine Hand. So Gott will dir eine Familie schenken. Vielleicht sagst du, ich kann hier nu, aber ihr kriegt keine Familie, wenn ich weicher an sie von mir. Dann nimm das Versprechen an. Gott wird dir eine Familie geben. Eure Lothar wird Gott dir eine Familie geben.
En dat is zo schön te zijn, wo wir als Kirche keine Familie zijn en wo wir immer waren zijn. Dat families, die nemen andere Jugendliche ab, zijn wat van de kolonie komen en merken zich de ene Kinder. Aber so ist Kinder. Dat is wunderbar. Felicidades, Kirche, dat je zo leven, dat je een leven zo wie even alles is. We hebben abstonen, we hebben Gott danken sei für families. Dit is dus een school van jou was, wat de Bijbel over families redt. En ik wil van jou zeggen, dat dan wo die familiebeeld zit, du kannst immer noch von jou een anderes merken, dat in de toekomst dat wat anders zijn. Wenn du vielleicht alles bezit erfahren hast, aber nu, vielleicht hast du Streiterie im Haus so groß gehabt, dass du sagst, ich will mich niemals befreien, dann sei zu Gott ist das. Ich will das annehmen, dass du meine Familie hier warst und dass ich ein anderes Bild was kann erleben, als ich thuis erlebt habe. Wenn du eine gute Familie thuis gehabt hast, dann kannst du nu auch eine gute Familie wiederleben. Vielleicht bist du al in Ehe, vielleicht hast du al Kinder, vielleicht sei al meest met grootkinder, aber je hebt al grootkinder. In jeder Generation, in jeder Staub von wo du in der Familie bist, hast du sehen für die, wenn Gott läuft Families. Und Gott vollbringt sein Werk hier auf der Erde durch Families. Er arbeitet durch Families. Er arbeitet auch mit einzelnen Personen, aber das meiste arbeitet Gott durch Generationen. Families sind am wichtig. Amen. Danke, Jesus, dass wir keine Families haben. Und ich danke dir an erster Stelle, dass wir als Kirche auch keine Familie erleben und leben. Dass wir das erleben können, hier in ihr Leben, was Familie sein ist. Ich bete für Heilung für die Personen, die ein falsches Bild von Familie gekriegt haben von Tus. Ich bete, dass du ihre Worte kannst heilen. Ich bete für Personen, die traurig und verschlauen und beschlauen sind, dass sie eine Heilung kriegen, sagen, ich will das annehmen, dass Gott meine Familie hier wird. Ich bete für die, die einsam sind, dass sie Gott als ihr Vater annehmen sollen. Und wir wollen einfach jeder Familie sehen, was hier ist. So ist wie immer wir singen, wir sprechen den Namen Jesus über jeder Familie, über jede Generation. Und wir nehmen das einfach an, dass von dieser Generation, wo wir neu leben, kann das sehen, sich mal nehmen und dass die die nächste Generation reinmerken für viel mehr sehen. Wir loben und preisen Jesus und wir sagen dir Dankeschön, dass wir Port von deiner Familie kennen sein. In die Namen Jesus Christus, sei wir alle taub. Amen und Amen. Wenn du ein Gebet was haben, vielleicht wenn Familienthema, oder wenn ernst ein anderes Thema, hier fährt eine Person eine Stunde, die wollen mit dir reden. Und wenn nicht, dann hängt es Terere, Kaffee, du hast Gemeinschaft, weil wir noch wieder taub hier Familie sein. Gott sehen, haben einen gesehenen Weg.